Ich has! Zuerst ein Herbstblättli. Ja. Das habe ich in der Luft gefangen. Für dich. Oh, danke, Laura. Ah, Herbst. Wenn der Wind das farbige Laub über die Wiese bläst, ist das die beste Zeit, einen Drachen fliegen zu lassen. Jawohl, wir bauen den Drachen und lassen ihn steigen. Was meinen die beiden? Hm? Oh ja, ein Drache! Viel grösser. Ja, noch ein bisschen. Und? Sind ihr so zufrieden? Aber Papi, das muss doch noch viel grösser. Also gut, aber wirklich nur noch ein bisschen. So. Grösser aber jetzt wirklich nicht mehr. Sonst wird er schwer. Und dann fliegt er nicht mehr. Ehrlich gesagt denke ich, er ist schon jetzt viel schwer. So, was machen die denn da auf dem Boden unten? Hoi Mami, wir bauen den Drachen. Genau. Und so sieht er dann aus. Aber Papi, bleibt dann den Drachen so? Naja, wir bauen natürlich noch einen Rahmen aus Holzlisten, dass der Drache stabil ist. Und machen eine lange Schnur dran. Aber gefällt dir denn nicht? In meinem Buch sieht er aber ganz anders aus. Ach, du meinst einen richtigen Märli-Drachen? Ja, da wollen wir doch einmal schauen. Tja, und dann haben wir alle zusammen den Drachen fertig gebaut. Sogar die Mami hat mir geholfen, wo sie doch im Moment so viel für so Kästen muss üben. Schau, und mit dem lenkt man den Drachen. Da hat unheimlich viel Schnur dran, dass der Drache ganz hoch fliegen kann. Die braucht er nämlich. Weil das ist sicher der grösste und schönste Drache, der je geflogen ist. Gute Nacht, lieber Stern. Oh, habt ihr das gesehen? Fast hätte ich meinen Suppendrachen den doofen Vogel verwünscht. Echt cool, ey. Schau dort, wer kommt denn da? Die kleine Laura. Was wollen denn die da? Wow, das ist aber ein riesengroßer Drache. Der ist ja sogar noch grösser als deine Harry. Mir doch egal. Genau der richtige Platz für den Drachen steigen zu lassen. Noch ein bisschen weiter? Ja, noch ein bisschen. Gut, das langt. Wann fliegt dann der Drache endlich? Jetzt müssen wir dann ganz schnell mit der Schnur losrennen. Und dann? Dann fliegt der Drache nur. So. Und jetzt? Fertig. Und... Los! Juhu! Flieg, Drache, flieg! Aber der fliegt ja gar nicht. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Nein, du hast das absolut richtig gemacht, Laura. Der Drachen ist nur ziemlich schwer. Vielleicht müsstest du nur ein bisschen schneller rennen. Geht das? Sicher schon. Schau mal das an! Die Laura bringt ihren Dorfdrachen nicht einmal Ruhe. Mein Drachen ist eben doch der Beste. Schneller kann ich jetzt aber wirklich nicht mehr rennen. Er ist einfach zu gross und schwer. Vielleicht sollte ich es einmal probieren, über Nacht aufbringen. Wieder nicht. Nein, oh nein! Wo haben denn den bünzligen Drachen her? Den haben wir selber gemacht und der ist gar nicht bünzlig. Ja, kein Wunder, dass der nicht funktioniert. Wie der schon aussieht, mit diesen schiefen Augen und diesen krummen Zähnen. Das sind Drachenzähne und die beißen dich in deine dicke Nase. Ho, da muss ich mich aber zuerst einmal verwünschen. Du wirst es noch sehen. Morgen fliegt er. Höher als alle anderen. Macht er nicht. Macht er doch. Wetten das? Habt ihr gehört? Wetten möchte ich klein da. Aber gern. Und? Um was wetten wir? Um unsere Ehre. Um die... Was? Um unsere Ehre, du Löli. Und eine Tafel Schoki. Mit Nüsse drin. Gut. Morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort. Top. Die Wette gilt. Und dann haben wir die alten Holzlistchen gegen die dünneren austauscht. Und der Papi meint, jetzt sei der Drache viel leichter.
Und der fies Harry Günther will nicht. Verstehst du? Du darfst uns morgen nicht im Stich lassen. Du musst ganz hoch hochfliegen, gell? Oh ja! Flüg, flüg! Bis in den Himmel hoch! Oh, Feuerspeuze! Feuer! Wie es der Tommy gesagt hat. Ein Drache muss Feuer speuzen. Jetzt weiss ich, was noch fehlt. Schneller, schneller, Tommy! Sonst denken die noch, wir drucken uns. Schau, da sind sie ja schon. Du, Papi, warte mal. Was ist denn, Schatz? Das ist meine und Tommy seine Wette. Ja, und du... Ah, ich verstehe. Wisst ihr was? Ich sitze einfach da über auf ein freies Bänkchen. Okay? Da sind wir ja. Wir haben gedacht, wir wollen kneifen. Habt ihr den Jockey eingepackt? Da? Und du? Da. Okay? Die komische Drache muss höher fliegen als alle anderen. Und weil mein Drache sowieso der bestgefallene ist, muss deine also höher ruhen als meine. Ha! Dein blöder Blöfferdrache schlägt uns doch im Schlaf. Davon träumst du aber auch nur. Gegen meinen Racerdrachen mit weltraumtesteten Spannfolien könnt ihr überhaupt nicht gewinnen. Das ist nämlich der teuerste Drache auf der ganzen Welt. Und, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht lieber sofort aufgeben? Nie im Leben. Okay, wir starten dort hin. Ihr da. Wie sollen wir nur gegen so einen tollen Drachen gewinnen? Bist du bereit? Ich zähle jetzt auf 3. Ja? 1, 2 und 3. Oh! Ja gut, nächster Versuch. 1, 2, 3. Oh, Tommy! Du musst den Drachen loslassen. Entschuldigung, hab's ganz vergessen. Ja, geht ihr auf? Und 3. Loslassen, Tommy! Loslassen! Jetzt komm mal! Flüg! Flüg hoch! Hey Harry, schau doch mal, da. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Juhu! Flieg! Flieg! Nein! 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 Siehst du jetzt? Ich hab's doch gesagt, wenn er richtig Feuer speuzen kann, dann kann er auch fliegen. Das hast du gesagt. Denke, die Wette ist gewonnen, hä? Hey, was? Oh! Jetzt ist er ab! Nicht traurig sein, Tommy. So ein Wunderdrache braucht halt seine Freiheit. Tschüss, Drache. Mach's gut. Mach's gut! Und sag meinem Stern einen Gruß, wenn du ihn triffst.